by my way to heaven. When I awoke, I spent that on a necklace. I told God I'll be back in a second. Man, it's so hard not to act reckless. To whom much is given, much is tested. Komm mit. Mit einer neuen Folge. Komm mit. Heute gehen wir zu Jordan Paradis. Im Fuchshelikopter. Gell, wir laufen Schweiz runter. Passig. Josh Hedera. Let's go. Ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal mit einer neuen Folge «Komm mit». Und zwar befinde ich mich in Vegas oder wie auch andere sagen, Sin City. Ich bin hauptsächlich da, weil ich die Show in der Sphere vom Anima schauen, weil ich Tickets habe für den 29. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn ich schon die Tickets ergattern konnte, dann mache ich mir doch gerade ein paar schöne Tage hier in Vegas. Weil es war schon immer ein Traum von mir, da zu gehen. Wer mich schon ein bisschen länger verfolgt beim Content machen, weiss, ich habe angefangen mit Streamen im Casino-Bereich, weil ich einfach gerne Online-Casino gespielt habe und dann gedacht habe, ja, wieso dann nicht teilen mit anderen Leuten. Und so hat sich das langsam entwickelt. Natürlich, jetzt bin ich nicht mehr so Casino-affin, aber ich bin jetzt gleich da und es ist impressive. Also, so wenn ihr es euch vorstellt, einfach nur mal 3-mal extremer irgendwie, ich weiß nicht. Also, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt erst einen Tag da, oder besser gesagt erst eine Nacht. Wir sind gestern angekommen. Und ich muss sagen, Tokio war eigentlich noch fast entspannter gewesen. Also da klingelt es und blitzt und tönt und Auto und also das ist extrem. Ich mache mich jetzt dann gerade auf den Weg zum Las Vegas sein. Natürlich muss jetzt Fotos gemacht werden und dann wird heute mal die Stadt erkundet. Bleibt auf jeden Fall dran, wenn ihr wissen wollt, wie es in Vegas weitergeht. They're gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's 1,000 pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need is score and a new steel. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Wir haben schon ordentliche Distanz zurückgelegt und jetzt ist da vorne dann gerade sein. Oh, es hat brutal viele Leute. Wir sind eigentlich früher dran mit 10:30, aber es hat brutal viele Leute gesehen. Wenn ihr seht, die einen kommen mit der Limousine an und dort ist sein. Seht ihr die Schlange? Schaut die Schlange an. Alter! Wir haben jetzt einfach ein bisschen gecheatet, wir sind einfach ein bisschen links über und haben das Foto gemacht, weil die anderen ist dann fix eine Stunde an, ich weiß nicht. Und übrigens, gerade nebendran ist einfach der Flughafen. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva, Viva Las Vegas! Wir sind hier an einem Ort, da ist mal etwas ganz Schlimmes passiert. Auf diesem Platz war mal ein Festival. Und genau hinter mir ist das Mandalay Bay. Und da hat einer irgendwie, glaube ich, aus dem 42. Stock da oben irgendwo runtergeschossen mit einem Maschinengewehr und hat da unten sehr viele Leute verletzt. Ich weiss noch, das ist übel in den Medien gelaufen. Ich glaube, es ist auch gar nicht so lange her. Ich habe gedacht, ich muss euch das zeigen. Es ist mir gerade jetzt in den Sinn gekommen, als ich das gesehen habe. Die berühmten Wedding Chapels. Da könnte man jetzt in dem Fall heiraten. Ah, da schau. Da heiraten sogar zwei. Crazy.
schnell für euch zum Schauen. Also wir haben zweimal Crispy Egg Noodles und ein Edamame für 74. Da wäre der Eingang, dass man das Bild. Da wäre dann so Couch-Ecke, Chill-Bereich. Da wäre dann die Minibar, die würde ich auf keinen Fall anlangen, gell? Also ich kann noch einblenden, was das alles kostet. Also auch nicht rausnehmen, das hat alles Sensoren, auch das hat Sensoren und wenn du das zu lange weg hast, dann wird das automatisch auf deine Hotelrechnung gefetzt, was wahrscheinlich nicht so geil ist. Und dann das Badzimmer, das ist natürlich auch GG. Mit dem Jacuzzi mit Ausblick und die schön grosse Dusche mit dem wunderbaren Balkon. Und da haben wir dann einen wunderschönen Ausblick. Natürlich bei Nacht sieht es noch viel extremer aus als bei Tag. So, willkommen im Planet 13. Das ist die grösste Dispensary der Welt. Es gibt einfach THC-Pouches schon, nicht gewusst. I got places to go. People to see, time is precious. I look at my Cartier out of control. Just like my mind where I'm going. The women, the shorties know nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's on. Unlike my jewelry that's always on. I know the storm is coming. My pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on and popping the night cause it's meant to be ours. We keep a fadeaway shot cause we ballin' and spittin' up Patron every hour. Look mama, ow, you just like the flowers. Girl, you the truth with all that goody power. You spin my head right round when you go down, when you go down, down. You spin my head right round when you go down, when you go down. Schaut das an. Das zum Morgen hat $100 gekostet. Hey, yo, Sap, what's good, bruh? This man's kinda high out here. Hey, yo, the flyest motherfucker in the room, yeah, you know it's me. Bitches hating on him cause he started out here locally. Hopefully, I'll be at the top soon. For now, I'm at my house, on the couch, watching cartoons. You know how much you love it when you get it in abundance. Give a fuck about a budget when you always be the subject of discussion, but it's So, da, wenn man das Strat Hotel sieht, dann weißt du, bist am Ende vom modernen Strip angekommen. Und jetzt gehen wir hier rüber. Das ist der grösste Giftshop der Welt. Bonanza Giftshops.
Bitches on my dick that used to brush me off in high school. Take over the world when I'm on my Donald Trump shit. Look at all this money, ain't that some shit? Take over the world when I'm on my Donald Trump shit. Look at all this money, ain't that some shit? We gon' take over the world. So, Ausbeute, ein paar Karten, ein Küchentüchli und ein paar Untersetzer und einen Aschenbecher als Geschenk für den Homie. Wie gesagt, das ist das letzte Hotel vom modernen Strip. Und weiter in diese Richtung geht es dann zum alten Las Vegas, aber das machen wir glaube ich am Montag. Aber man merkt schon, wie direkt anderer Vibe ist. Es hat alles ein bisschen bessere Zeiten gesehen. But they never met the kids, they'll come with excellence and money make benevolence irrelevant for the fuckers who never been intelligent. I kill my hand, break the bottle for the hell of it. Tell a bitch that she better bring her friends, and if she want an autograph, she better bring a pen. Yeah. Da machen sie scheinbar eine Pool-Area vom Flamingo neu. Irgendwo sollten die aber da hinten noch lebendige Flamingos haben. Aber wo? Oder ist echt das der Flamingo-Ecke? Nein, es sieht eher nach Pool-Ecke aus. So, jetzt sind wir hier im Flamingo-Garten. Da sind sie schon wieder am Heiraten. Crazy. Tatsächlich. Es hat halt wirklich Vögel. Die armen, zerzausten Vögel hier. Ja, finde ich ein bisschen tragisch so. Und das kennt man auch nicht von Europa. Da kann man einfach so einen Kuchen aus dem Automat rauslassen. Was kostet das Zeugs? $9 für ein Stück. Ja, crazy. Und hier haben wir Hell's Kitchen. Dort gehen wir dann am Sonntagmittag essen. Also wenn du gratis hörst an der Wand, lauft einfach am Strip mega langsam entlang. Hä? So, ich habe jetzt hier hinten dran beim Caesars Palace noch so einen Shot nachgestellt von einem TikTok von 1980 und ich wollte jetzt den Vergleich machen zu 2024. Und jetzt laufen wir dafür zu den Forum-Shops von Caesars Palace. Da kannst du anscheinend ganz gut einkaufen. So, da sind wir jetzt im Caesars Palace. Crazy. Wo du nur durchlaufst, Casino. Als Orientierung, heute sind wir dort unten zum Morgenessen. Und dann sind wir hinter Little Paris mit der Monorail. So eine Schwebebahn, dort hinten durch, dort um das 4 herum, dort hinten zu Westgate
Und noch viel weiter, man sieht leider nicht mal das Strat. Ich glaube, da sieht man den Spitz vom Strat. Dann sind wir wieder zurückgekommen. Da im Flamingo sind wir die armen Flamingos schnell anschauen. Da drüber, da ist das Hell's Kitchen. Dann sind wir da führen zu den Forum Shops und Atlantis. Nachher durch das ganze Caesars durch. Dann da über den Weg ins Bellagio. Und dann da unten führen wieder retour ins Hotel. Also es täuscht schon extrem. Also man sieht auch von da oben, die Menschen sind so klein. Was ich jetzt zum ersten Mal gesehen habe, ist einfach ein Feld da. Machen wir noch einen schönen Rundflug. Schönen guten Morgen vom Tag 4. Wir haben wieder wunderschönes Wetter voraus und heute geht es das erste Mal an den Automat. Bevor wir ins Hell's Kitchen essen, gehen wir jetzt unser Glück probieren. Jawohl, gönn. Jawohl, gönn. Lego. Hat dein Spiel und kannst mehr gewinnen. Jawohl. Die brennt. Ja, gönn Freispiel jetzt, komm. Ja! Mutter hat Freispiel gehabt. Mutter hat Freispiel geholt. Jetzt gehen wir rein. So, wir haben now ein Total of 279. Also da haben wir heute einen Tisch reserviert, da gehen wir heute zum Mittagessen, Hell's Kitchen von Gordon Ramsay. Ich bin gespannt, wie es wird. Eli Gella und so sind ja schon gewesen. Sie haben gesagt, mäßig, sie würden nicht nochmal gehen, aber mal schauen.
da könnt ihr auch mal reinschauen, was wir so ein bisschen haben. Natürlich mit wunderschöner Aussicht, gerade am Streetpark. Dort hinten sehen wir noch das Mirage. So, da haben wir jetzt so einen Mocktail bekommen mit Strawberry. Also Mocktail ist ja immer ohne Alkohol. Seht ihr den mit seiner Crack-Tiefe in der Hand? Schau genau. As he said, it's part of the experience. Ja, mal. Da sind wir jetzt an der Link-Promenade. Da ist das Hotel Link und da hat es rechts und links überall Shops plus ganz vorne das Riesenrad. Wir sind hier jetzt beim Venetian, wenn man es unschwer erkennen kann. Es hat sogar Gondeln da. Da ist Treasure Island. Und da ist das weltbekannte The Mirage. Dort hinten sieht man sogar noch die Beatles oben da. Aber das wird jetzt abgerissen für ein neues Hard Rock Hotel. Ich kann euch vielleicht da etwas einblenden, wie das wird aussehen. Aber das sind immer die weißen Tiger-Shows. Sie waren bekannt für das. Und ich glaube 2003 hat es einen Unfall gegeben, wo ein Tiger den Roy angegriffen hat. Es ist einfach Roy. Shoutouts an Roy, mein Kameramann. Ja, und seitdem gibt es das nicht mehr. Aber es ist schon geil themed. Eben, wie schon gesagt, manchmal komme ich mir vor wie im Europa-Park oder so. Das sieht aus wie echte Tücher, sind es aber nicht. He?
sogar in das 4 Treffer. Schweizer! Schweizer! But the voices in my head go.
sipping the bourbon. She was spilling the Whitney. I could tell by her makeup. Heute sind wir in Downtown Las Vegas. Das ist das alte Las Vegas. Und das können wir heute mal ein bisschen anschauen. Da hinten sieht man es schon. Alles. I just wanna pick you up, small town, living in a big old church. I don't wanna say too much, real talk, girl, we can fall in love. Somewhere out in Carolina, got a place where they can't find us. I just wanna pick you up, small town, living, we gon' fall in love tonight. Sunset, so whiskey, at the bottom of that bottle you gon' miss me. Sunrise, still tipsy. She drop a stick in my F-150. Things you never done, places you never been to. The road number one. It takes a four-wheel drive just to get through. I just wanna pick you up, small town, living in a big old church. I don't wanna say too much, real talk, girl, we can fall in love. Ich habe so Durst gehabt, das sind nicht normale Flaschen in meiner Hand, aber das ist 1 Liter. Für 2,50 Franken, also $2,70. So, wir sind jetzt hier von Downtown runtergelaufen und gehen jetzt hier noch in die Outlet. It's right, we gon' fall. So I said, girl, tell me, have you ever called a back road? Also das Outlet ist etwa 3-mal so gross wie das in Langquart, wenn ihr das kennt. Und ich habe mich jetzt auch noch selber beschenkt, weil sie haben hure viel Rabatt, also 60, 70% meistens bei diesen Sachen. Und jetzt sind wir hier in Chinatown und suchen uns noch etwas zum Essen. Und dort hinten, bei den grossen Blöcken, dort sehen wir, dort ist der Strip. Also es ist schon ein bisschen außerhalb. Aber auf jeden Fall ist es wert, einmal abzuchecken.
Dann, wenn ihr da sind, müsst ihr unbedingt mal da in Tonju Katsugo vorbeischauen. Da gehen wir jetzt essen, den habe ich empfohlen bekommen auf TikTok. Was man da auch sagen kann, da essen ihr definitiv preiswert. Also $35 für zweimal das ist unschlagbar. Da kommt wieder unsere Helikopterlinie. 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 sehe ich da. Dort beim W Vegas gehen wir jetzt essen, ist Rivera. Von unserem Tisch haben wir eine perfekte Aussicht auf das Stadion, wo der Super Bowl stattgefunden hat. Und Richtung Westen, oder? Ah, man sieht, schau mal. So, wir haben jetzt hier das wunderschöne Tomahawk bestellt mit Brokkoli und Trüffelfries und wir geniessen das jetzt da. Wir haben den letzten Tag. Ich kann mich einfach nicht satt schauen ab diesem wunderschönen Ausblick, wirklich. Also wenn ihr selber mal wollt, den Ausblick haben, wenn ihr in Vegas sind, dann geht auf jeden Fall in den Cosmopolitan und bucht euch ein Terrassstudio mit Fountain View, dann habt ihr genau den Ausblick. Also natürlich müsst ihr noch schauen, dass ihr irgendwie im 47. Stock sind, es hat maximal 60 Stück und es ist definitiv nicht ganz günstig, aber es ist auf jeden Fall wert, wirklich. Also wenn ihr auf Vegas kommt und den Ausblick geniessen mit Bellagio, Caesars, Trump, Treasure Island, ich könnte jetzt 100 weitere aufzählen, es ist einfach einer der geilsten Ausblicke, die du in Vegas kannst ergattern. Ich bin auch noch gefragt worden, so, wieso nimmst du keinen Kollegen mit, wieso bist du mit deiner Mutter gegangen? Ich habe auf jeden Fall meine Kollegen gefragt. Und entweder sie haben keine Zeit oder kein Geld oder andere Prioritäten. Und darum setze ich dann gerne auf meine Familie. Und ich weiß, dass meine Mutter sehr schätzt. Und ich verbringe sehr gerne Zeit mit meiner Mutter. Weil mit meinen Kollegen kann ich auch noch Zeit verbringen, wenn meine Mutter mal nicht mehr rum ist. Und leider sind die Jahre gezählt. Also wisst es, verbringt eure Zeit mit euren Liebsten. Und ja, ich hoffe, euch hat der Vlog so wie gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like, ein Comment und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Mal. Peace! Mom.